Hallo Divo, hier ist meine erfundene Übung, beziehungsweise nicht erfundene. Ich habe sie schon mal so ähnlich mal woanders gemacht. Ich habe sie ein bisschen abgewandelt. Das ist mehr für die seitliche Linie, mehr für die laterale Geschichte. Meine Mitglieder sind ganz begeistert von der Übung, weil das richtig in die Länge zieht. Ja, wenn du mitmachen möchtest, dann wirst du das gleich herausfinden. Vielleicht kennst du die Übung so in der Art auch schon. Also was wir machen ist, dass wir im Vierfüßlerstand beginnen, schauen, dass wir die Hände richtig reinschrauben im Boden und festmachen, dann das Schambein hier ein bisschen ranziehen und richtig aufspannen. Und dann haben wir hier einmal nach vorne gehen, und zwar richtig weit nach vorne, dann lässt du die Schultern, Brustbein nach unten senken, ziehst die Fingerspitzen nochmal richtig in die Länge, zieh in die Länge. Von hier aus wandern wir dann einmal nach rechts. Und zwar einfach in verschiedenen Positionen mit den Händen. Dann ziehen wir uns hier nochmal seitlich richtig auf. Von dort aus ziehen wir dann mit dem linken Bein zurück auf die rechte Seite und ziehen nochmal in die Länge, schauen, dass wir nochmal rausholen können. Und dann ziehst du mit der Ferse hinten nach hinten. Kannst entweder das als Melting Stretch machen oder hier klein federn mit der Ferse nach hinten. Von hier aus gehen wir dann zurück und wandern auch wieder langsam zurück in die Mitte. Ziehen uns vielleicht nochmal lang, können mal mit dem Kopf nach oben schauen, mal nach unten. Und dann wandern wir zurück in die Mitte. Jetzt als Ausgleich mache ich immer ganz gerne, dass man hier einfach nochmal sich ein bisschen räkelt, weil man hat sich ziemlich lang gemacht, und dass man hier nochmal einen runden Rücken macht und ein bisschen seitlich geht, da einfach ein bisschen noch in der Mitte damit beschäftigt ist. Und dann würde ich theoretisch wieder nach vorne gehen und die andere Seite aufbauen. Also es geht im Prinzip darum, sich seitlich richtig aufzuziehen, weil wie bei dieser ähnlichen Dehnung im Stehen, ja, wie gesagt, kann man das Melting Stretch machen oder halt wirklich mit der Ferse hinten richtig hier nochmal nach hinten federn, rippen. Dann hat man auch so kleine Bounces. Ja, in der Mitte machen wir das Ausgleich, wie gesagt, gerne so Katzenbuckel, Rekeln, oder was ich auch manchmal ganz gerne mache, ist, dass man die Hände wegnimmt vom Boden und in der Mitte irgendwas anderes macht. Also meine Übung sozusagen, lange Rede, kurzer Sinn, ist hier einmal seitlich aufziehen für die laterale Geschichte, laterale Linie, und dann mit den Händen spielen, mit dem Fuß hinten und wieder langsam zurück. Und dann kann ich später auch die Leute nach oben rollen lassen oder noch weiter auf dem Boden machen. Also ich nehme das manchmal als Übergang, wenn ich von oben nach unten gehe, bevor ich dann irgendwie auf dem Bauch oder auf dem Rücken weitermache, oder auch dann wieder, um von unten nach oben zu kommen. Ich finde es eine tolle Übung. Ich hoffe, dir gefällt sie. Wenn nicht oder wenn irgendwas sein sollte, sag mir einfach Bescheid, weil ich möchte es ja auch richtig machen oder richtig vermitteln. Und deswegen, ja, also dann danke nochmal für dein Tutorial, war super cool am Montag noch hinterher. Also ciao!